Tina und der Karl werden wieder gut miteinander. Die Uschi verwechselt 2 Kochtöpfe und liefert für den Pfarrer seine Jugend einen starken Glühwein statt einen Kinderpunsch. Der Emil gespannt ist aber und kann das Unglück gerade noch verhindern. Die Bauern im Maschinenring möchten kein Geld nicht für Maschinen ausgeben, dass sie an den Acker wassern können. Drum kaufen die Wirtsleute die Maschine und möchten es nachher am Bauern vermieten. Sarah baut ein Haus aus Lebzeiten und der Joschi isst heimlich ein Haustier davon. Das fliegt auf, aber zum Ausgleich macht er ein paar Figuren dazu. Die Moorschreiberin meint, dass ihre Rosi mehr zahlen sollte. Aber die pfeift ihr was, weil das geschieht automatisch. An Karl haben sie vor langer Zeit schon seinen Führerschein zwickt, weil er Psuffer gewesen ist. Das hat er seine Leute ewig lang nicht gesagt. Aber jetzt ruckt er endlich außer mit der Wahrheit. In der WG haben sie ausgemacht, dass sie sich auf Weihnachten nichts schenken. Aber da hält sich keins dran, außer der Sarah. Und drum steht die nachher am Ende recht blöd da. Der Pfarrer und seine Leute überlegen ewig lang umeinander, wie sie ein Krippenspiel moderner machen könnten. Am Ende spielen sie es nachher so, wie wenn sie das zu Lansing zutragen hätte.